It's John Peters hier met jullie van nu Bokklok 2, wat voor de nächste 15 Minuten. Zijn we in Jona kapitel 4, uit Gottes Woord. Dit programma heet Gedankens uit Gottes Woord. Hier Mr. John Peters, juni de 27e, und 2024, klok 10 smars. Dankzij het aanschalten. En vergeet niet dat als op YouTube ook laat het vingen, kan het wel eens wieder zijn. Out of His great love, He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Out of His great love. We gaan ons helemaal geven, wo Gott vol lief is, vol barmherzigkeit, vol genade. En ik lees wat ik deze werk hier van Victor hier von Deutschland, wir spielen den hier direkt diese letzte paar Wochen. Und er hat all ein Thema über Geld und so weiter, aber gleich was er sieht, dass Gott der nicht da will strafen. Gott wollte die einmal, zweimal strafen für den einen Sinn. Und wer hat die erste Strafe auf sich genommen? Jesus Christus, uns Heiland, uns Vertreter, uns Heiliger Priester. Und wenn Gott nicht da will strafen wird, wofür Straf bleibt dann nach für mich und die? Keiner. Die Schrift sagt, dass Jesus hat Gott seinen Zorn, dort hat Gott seine Rache, Gott seine Wut, wird wir einfach applaudit sein. Das ist all ab Jesus abgelegt worden. Jesus hat die Absicht genommen und hat Gott seinen Zorn zufriedengestellt. Weil wenn jemand sagt, dass Gott hat noch eine Wut oder Gott hat eine Rache, pass auf. Laat die nicht von dort bezwingen, hart nicht nach dort. Wegen Jesus Christus, als Stellvertreter, ist zwischen uns und Gott der Vater und hat Gott ganz zufriedengestellt. Und nicht wie Gott seine Kinder sein, durch Jesus Christus. Das ist nicht wundervoll. Das ist das größte Habengut, was wir haben. Der Friede ist nicht im Ding, sagt mein alter Prediger immer. Der Friede ist nicht im Ding. Aber wo ist der Friede zu weiten, dass wir Gott seine Kinder kennen sein? Und das Johannes Schrift, in der Buch 1. Johannes, hier ist live, Gott hat uns seine Kinder genannt, und er lebt uns erst, wie am Leben. Wundervoll, nicht so, was uns Heiland für uns getan hat. Und wer hat das alle besorgt? Gott der Vater. Ich habe mir gesagt, über das Schuld nicht wahr zu sein. Dus Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und wir schaffen die in diesen Erlösungsplan. Weil Gott der Vater hat die Erlösung geplant oder eingeführt. Jesus hat den Erlösungsplan vollbracht. Und der Heilige Geist merkt den Erlösungsplan deutlich. Und die schaffen alle taub. Die können uns nicht selbst erlösen. Wo können wir irgendeinen Sinn betonen? In aller Ewigkeit jetzt Sinn gleich zu betonen. Bitte, ein perfekter, sinnloser Mensch starb für mich und die, und dort ist geworden. Ja, Jesus als Gott ward Mensch und kann für uns sterben, wenn er keinen Sinn begonnen. Er wird der Einzige in alle History, alle Billionen Menschen, die gelebt haben, die fähig wäre, auf Englisch würde sein, die qualified wäre, für uns zu sterben, wenn er hat keinen Sinn, er wird Mensch, er wird Gott, und er ging uns nach Golgatha und hang an das Kreuz für mich und die. Ist das nicht wundervoll? So hier im Alten Testament sehen wir dann in das Buch Jona, Kapitel 4. Und Jona hat gepredigt, endlich wie er gehorsam, nur dem, was Gott am Leid durch den Teufel tun, wegen seiner Ungehorsam. Und er sagt bloß zu den Nineviten, die Menschen von Nineveh, wir in über 100.000 stark, dort 40 der, was diese Stadt voll.
Und die Menschen in sich selbst bekehrten sich zu Gott. Hier wie jedoch Gott sein Prediger, was die Predigt hat, ich so. Und das hier uns fehlt mal von Verhilden. Jona wird der ganz geradste Prediger in die History von der Welt. Wegen ein Prediger kann noch sein, dass er in einem Tag 100.000 Menschen bekehrt. Keiner kann das sein. Aber Jona kann. Über 100.000 Menschen bekehrten sich den Tag und ich versteht, der Fei und ihre Tieren müssen sich auch bekehren, die Menschen müssen sicher. Und dann sagt er, dass Gott ändert seine Gedanken, Gott ändert sein Denken über Nineveh, wenn Gott hat auch geplant, und fertig die zu vertilgen, vielleicht kriegt es Sodom und Gomorra, vielleicht mit 4, vielleicht mit einem Erdbeben, ich weiß nicht. Und dann sagt er, dass Gott ändert sein Denken. Warum? Wenn die Menschen haben Buße getan. Wir fangen jede Mal in der Schrift, wenn Menschen nicht Buße tun, dann gibt Gott ja mal Zeit oder Heradien von ihre Troubles. Das hängt sich alle um die Buße. Was ist die Buße? Die Buße ist Stillhalten, anwenden, nach Jesus gehen. Noch einmal, Stillhalten, anwenden und an Jesus gehen. Aber wir können uns zu verschiedenen bekehren, aber wenn wir uns nicht zu Jesus Christus bekehren, dann hält es wahrscheinlich so. Wir machen noch nicht in den Reichen kicken. Hebräer 13 sagt, wenn wir uns Augen holen auf Jesus, der Anfang und der Vollende von uns Glauben. Er wird uns stark führen. Und so hier wollen wir dann an, nu wird Jona sich handelt frei, nicht so? Weet je wat het sagt in Jona Kapitel 4, Vers 1? Du sagst, es ist das. Das verdross Jona gar sehr und war zornig. Jona hat eine Wut über das. Hat sich das gefreut. Israel, die Fienden, würden nicht mal vertilgt worden. Die Stadt wird käbeln. Und dann wird Israel ein wenig der Feind haben in der Welt. Und dann sagt er zu Gott, so ist das. Und betet er zum Herrn. So Jona bet noch zu Gott. Das freut mich. Even wenn du dull bist, bet wahrlich zu Gott. Ach Herr, das ist, was ich sagte. Ich wusste das, sagt er. Ich hatte auch gewusst, da ich noch in meinem Lande war, darum ich auch wollte zu Fuß kommen, zu fliehen gegen Tarsus. Das ist, warum ich den anderen Weg ging. Das ist, warum ich eingehorsam war. Denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels reuen. Ich wusste, Gott, dass du wirst dich ändern. Wenn du bist ein Gott von Gnade, du bist ein Gott von Langmütigkeit, Barmherzigkeit, bloß voll Gottes. Ich wusste, dass du wirst dich ändern. Du wirst nicht diese Menschen anbringen. Und nu sagt Jona, als so mutlos sagt, nu nimm mein Leben, wenn ich will nicht mehr leben. Dan fragt Gott, kriegt Gott wat hij kein, nicht im Garten, aber nur im Garten vroeg. Warum bist du wütig? Warum bist du zornig? Und dann sagt er, dass Jona ging in die Stadt raus und bietet sich ein kleines Taxi. Wegen vielleicht wird es doch so geben, dass Nineveh wird fallen, oder Kabeln, und er will besiegt sein und kicken, was wird passieren. Wenn jemand hat können kicken, was Sodom und Gomorra von Himmel 4 kriegen und verbrennen, das wird sehr interessant gewesen, nicht so? So Jona will hier besiegen, diese Stadt mal lernen, wenn die 40 Jahre anwehren, vielleicht wird die Stadt doch fallen. Vielleicht würden die Menschen doch ankommen. Und wir haben hier sein Tag durch Gebet, er hat eine Wut, und dann sagt er, dass Gott leidt eine feine Stüd wassen, sodass Jona durch Schatten hat. Die Stüde was für ein Tag, und dann sagt Jona freut sich, nun wird nicht mal ganz so wütig wegen. Das wir vielleicht heute, wir einmal gleich, durch im Sonnenschein sitzen, nur noch ein ferner Schatten mit der großen Plant. Und dann sagt er wieder, dass Gott schickt danach ein Warm. Das wir alle Gott seine Führung. Erst die schöne Plant, und nun den Warm. Und der Warm, der genau sich die Warteln, und nächstens Mal ist die Plant ganz verdreht, ganz weich so zu sein. Der hält nicht mehr an. Und dann sagt er, dann war Jona, dann hat Gott auch ein drittes Ding. Gott schickt einen heiter Wind, und einen sehr warmen Tag, so dass Jona die Sonne auf dem Kopf schien, und die heiter dreher Wind, wie kann ein bisschen mitfallen, nicht so? Und dann war Jona noch äußerlich, und wohl noch lieber sterben.
Hij wens je kon sterben, wenn wir alle so miserabel, nicht so? Ja, der Erfolg gehad von ihrer Weckung jemals, aber hij had nicht Mut. Hij had nicht Mut. Und dann fragt Gott an meine Frau, sagt Gott an Jona, du hast die gefragt über eine Studie, über eine Plant. Und euer ist die über ein Warm. Nu habe ich eine Frau für die, Jona. Wenn du eine Frage hast über eine Studie, dann denk mal an die 100.000 Menschen in Nineveh, was von Verlangen, was von einer Freude ich habe über dich. Und wenn die dort nicht befällt, dann denk noch an das Fei, was du nie geraten hast. Und Gott redet hier einfach von 120.000 Menschen. Und er sagt, die werden ausschuldig sozusagen, die wissen gleich besser. Die wissen nicht der rechte Hand von der linke. Nu haben die sich bekehrt und wo hat mich gefragt über das, sagt Gott, du hast eine Freude über eine Studie. Nu denk mal an, wo ich mich freuen da über 120.000 Menschen. Und wenn die dort nicht freuen kann, dann denk an das Fei, was die geraten werden. Und Jona, was haben die gerabelt? Ich so, ja, ich freue mich hier über eine Studie, das gibt mir eine Freude. Gott freut sich über jeder Seele, was sich bekehrt, zu arm. So, nu werden was je denkt. Jona hat hier eine Wut. Von wo kommt die Wut? Hast du Trouble mit einer Wut? Ich habe noch einen Trouble mit einer Wut. Die Wut kommt ja wenig, was sagen sie auf Deutsch, von einer Goal. Was leider kommt von 3 Zahlen, wenn ihr das kennt. Was ist 3 Zahlen, wenn ihr das kennt? Oder das, wo alles eingestellt wird oder auch artig ist. 3 Zahlen, wenn ihr das kennt, ist das Hort. Und das leider die Wut kommt von Deut vom Hort. Was ist die Wut? Die Wut ist eine Feilung, ein Gefühl, dass nu sind ich nicht mehr in Kontrolle. Ich kann nicht mehr der Herrschheit. Ich kann nicht herrschen über das Ding oder über andere Menschen. Was dann sind die Menschen gewöhnlich? Das ist ein Baby, haben sie eine große Wut. Und dann wird sich irgendwie schicken zu ernten oder einen Problem zufriedenzustellen. Meine Freund, Wut ist ein bisschen kingerig, nicht so? Es ist ein bisschen, so ist ein Baby. Wenn ein Baby was nicht kann oder nicht kriegt, was habt ihr nicht für eine Wut? Aber es sind nicht bloß Babys, die Trouble mit haben. Wie große Menschen haben nicht irgendwo Trouble damit. Wenn nicht leben, nu sind wir nicht mehr die Wirt. Und dann lassen wir dann eben schön. Eine Früh sehen wir den Prediger, es leicht noch mal, wenn die Dinge sich abwühen, Taub sammeln, und dann lege ich noch mal abzuknallen mit der Wut. Oh, sagt der Prediger, kriegst du eine Reiskorb und Bricks. Ja, denk mal an eine Reiskorb, fährt vielleicht 150 Mil die Stunde, dann wird die vorder an, sind keine Bricks. Das ist was die Wut tut. Die Wut, die knallt irgendwo ab, die hurt Menschen ihre Horten, vierten worden Dinge gesagt. Die sagen, dass wir dann vierten viel weiter als die Füße, nicht so? Warum ist das? Wegen der wir, die gehen in die Säule. Die Füße, die gehen in den Körper. Der Körper wird wohl besser. Aber die wir, was die vierten hier, was uns durchstampeln, die gehen in die Säule und die brennen an. So, wir wollen aufpassen, was von der wir bieten andere Menschen sein, besonders in der Wut. Das zweite Ding, was ich hier kann sagen, ist, Gott hat lernen. Gott hat Jona hier was lernen durch den Stuhl, durch den Warm, durch die Hat und durch den Wind. Was soll Jona hier lernen? Was soll er sein? Er soll sein, wo Gott ein Mitleiden hat und warm Herzen für Menschen. Was von der Leib er hat für Menschen. Er hat uns gemerkt. In sein Ebenbild. Und wir sind wachgegangen von arm, nicht so? Nu lehrt Gott, kriegt es die Futter dort in Lukas 15, dort dieser wird zurückkommen. Dieser wird sich bekehren zu mir. Und wenn er dann zurückkommt, dann sagt er, dass Gott hat eine Freude. Mir ist interessant, wir wollen schließen mit Sprüche. Kapitel 16, like ist es. Kapitel 6. Sprüche 6, dann Vers 16. Das sagt, das sind 6 Dinge, die Gott ein Haus über hat. Und den 7. ist ein Gräuel. So, huge Uhren, das ist ein Grouchet. Falsche Zunge, das ist so noch was lehen dat. Hängende anschuldig Blutvergeten, das ist ein Mörder. Ein Hort, was die Damen plun dat. Feit, die Schuden doen. Falsche Zeuge, so noch was Vollzeugnis dat, gegen sie nober, oder lehen dat. Und dann ist hier ein sehr wichtig, Hader zwischen Brüdern anrichtet, und einer wird zwischen Brüdern Uneinigkeit schaffen. Und dann ist es interessant,
von diesen 7 Dingen sind 4 Dinge, die kommen vom Hort. Irgendwo Lehen, irgendwo Uneinigkeit. Und so, wenn wir abpassen nach das Hort, das 3 Saal, wenn ihr das kennt. Ich sage nicht Zeit, dass wir auch nächstes Mal noch mehr reden von diesen Dingen entsprechen. Wir sind hier mehr fertig mit Jonah, dass wir auch nächstes Mal schließen. Und es sind noch ein paar Dinge, die ich will abnehmen, über wer Gott ist, über Aufjagterie und so weiter. Heute hier wird 12 fertig. KI, KZ, und sei Dankeschön für Horchen.